Hallo und herzlich willkommen zurück bei Unsafe Release, eure Schweizer Formel 1 Podcast mit euren Hosts Kasel und Schubs. In der heutigen Folge geht es um den Mazepin-Austritt von der Formel 1 und wir diskutieren auch darüber, wer ihn ersetzen könnte. Wir schauen logischerweise auch in den Vertrag rein von Max Verstappen und was es mit dem ganz genau auf sich hat. Und als letztes Thema haben wir noch über die neue Drive to Survive Season geredet, unsere Erwartungen und was echt jemand auf uns zukommt. Zu guter Letzt, wie immer, gehen wir auf eure Fragen ein. Die könnt ihr gerne immer wieder über Discord stellen. Das Mal heisst im Thema Purposing. Ich wünsche ganz viel Spass bei dieser Episode. Gut, dann würde ich auch sagen, steigen wir gerade mit dem Hauptthema ein von diesem Podcast, die ganze Mazepin-Geschichte. Für die nicht ganz mitbekommen, wie das abgelaufen ist. Einerseits hat man natürlich schon mal von den Fans her aus, haben viele schon mal die Fragen anstellen, wie sieht es jetzt echt aus, oder? Und kurz darauf ist dann auch schon wirklich eigentlich Tag für Tag neue News dazu rausgekommen. Angefangen hat es ja, dass Motorsport UK released hat, dass keine russischen Fahrer dürfen an irgendwelchen Events mitfahren. Tag später hat man nachher auch mitbekommen, dass der gesamthafte Vertrag mit der russischen GP gecancelt worden ist. Das heisst, dass es in Zukunft sicher oder in näherer Zukunft sicher nicht wird geben. Und ja, 1-2 Tage später hat man dann die offizielle Press-Release bekommen von Haas, dass sie den Nikita rausgeschmissen haben. Etwas, was mir noch ein bisschen im Herzen liegt, ist, also es hat gerade in dieser Zeit, das habe ich noch nie so gesehen, extrem viele Medien gegeben die letzten paar Tage, die sehr viel mit Gerüchten gearbeitet haben. Und da appelliere ich auch an euch, leset nicht zu fest in die Gerüchte rein, geht lieber auf die offizielle F1-Seite, Haas-Seite schauen, weil ohne dass dort drauf etwas steht, ist meistens nichts wirklich so, wie es man sagt. Ich weiß gar nicht, wo wollen wir anfangen. Vielleicht mal, wie das Ganze abgelaufen ist. Nikita war ja anscheinend gar nicht zufrieden gewesen. Er hat gesagt, dass er da sehr schlecht informiert war. Seine Konditionen hat er anscheinend nicht mal im Team geben. Ja, das finde ich eigentlich noch spannend, dass er so abgehackt worden ist, weil keine Ahnung, ich persönlich bin fast überzeugt, wäre er ein Daniel Kvyat gewesen beispielsweise, hätte er vielleicht noch eine Chance bekommen, weil die FIA hat es ja eigentlich erlaubt. Was meinst du zu dieser Sache? Also, ich muss zuerst mal so sagen, ich kann die Situation verstehen, wo sich Haas befindet und auch, was sie jetzt halt für Konsequenzen gemacht haben mit Uralkali. Es ist ja nicht nur der Mazepin, der weg ist, sondern auch der Hauptsponsor, darf man auch nicht vergessen, der weg ist. By the way, komisch ist ja eigentlich noch, dass Ferrari einen russischen Sponsor noch auf dem Auto hat, aber der darf bleiben, scheint so wie es aussieht. Also, das ist noch nicht gesagt worden. Jedenfalls, was ich einfach recht, was soll ich sagen, speziell finde, ist halt schon auch ein bisschen da, wo der Nikita Mazepin auf Instagram, Twitter, was auch immer geschrieben hat. Eben, wie du schon erwähnt hast, dass er ja eigentlich nicht involviert war in dieser Entscheidung, sondern einfach mitteilt wurde, mach's gut. Da muss man natürlich auch immer ein bisschen so anschauen, das ist natürlich immer so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Haas hat sich jetzt zu dieser Aussage von Mazepin zum Beispiel jetzt gar nicht geäußert. Die Frage ist natürlich immer, ist es so abgelaufen? Ich glaube, so der Mazepin hätte es vielleicht auch schon ein bisschen ahnen, dass es so Konsequenzen wird geben und dass er eigentlich ja in so einer Situation, wo sich jetzt momentan die Welt befindet, auch gar kein grosses Mitspracherecht mehr hat. Weißt du, was ich meine? Also, ja, genau. Was will er machen? Ich meine für Haas ist es auch nicht interessant, dass sie einen Fahrer haben, der wahrscheinlich in naher Zukunft auch in diverse Länder nicht einreisen kann, weil das Visa einfach überall abgelehnt wird. Also es wird nicht nur England sein. Ich denke, Amerika wird gleich auch nachziehen mit so etwas. Ich weiß nicht, oder ob sie es schon gemacht haben. Und es wird auch weitere Länder noch folgen, weil das ist ja das, was die Welt momentan will, bei Russland, dass sie halt wirklich Russland isolieren. Und klar, es ist hart für den Mazepin, klar, es ist bitter für ihn. Ich hätte ihn gerne gesehen, dieses Jahr, 2022, wie er gefahren ist. Also ich hätte es gerne gesehen, weil ich wollte schauen, ist er wirklich so gut, wie er immer sagt, oder ja, wie er immer sagt, oder sagen wir mal, es liegt wirklich am Auto, dass er letztes Jahr nicht gut performt hat. Es wäre spannend gewesen, wir werden es jetzt halt nie sehen, aber ja, weiß auch nicht. Ich kann es nachvollziehen. Ich finde es zwar hart für ihn, aber ich kann es absolut nachvollziehen von Haas. Ich bin jetzt halt einfach gespannt, was kommt. Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, ich finde einfach mal abgesehen von den Fakten, die du aufgezählt hast, eben mit dem Visa etc., also er ist jetzt schon auch nicht, also ist klar, Ural Kali ist der Grund, wieso dass er überhaupt in die Formel 1 gekommen ist, gell?
Also sein Vertrag ist wegen dem überhaupt stand gekommen. Und ich meine, F2-Fahrer-Weltmeisterschaft Platz 6 rausgeholt und dann trotzdem im Formel 1 geschafft, das sieht man auch sehr selten. Also, wie du sagst, ich hätte ihn auch sehr gerne gesehen. Ich finde eigentlich seinen Driving-Style sehr interessant. Er ist extrem aggressiv, aber das hat man halt letztes Jahr überhaupt nicht gesehen. Und wie das jetzt in Formel 1 sich hat übersetzen lassen von seiner Formel 2-Performance, wäre spannend gewesen. Aber ja, also es hat deutlich bessere Fahrer in meinen Augen, die unverdienter aus Formel 1 rausgefallen sind. Und mit dem Übergang wollte ich auch gerade reinsliden. Was ist deiner Meinung nach, was sind so die Top-Fahrer, die sie sollten nehmen, für ihn zu ersetzen? Ich würde mal sagen, bevor dass wir zu dieser Frage kommen, stelle ich dir noch eine Frage. Glaubst du, weil die Frage hat mir auch jemand noch gestellt auf Instagram und ich finde die eigentlich recht spannend. Glaubst du, der Mazepin wird eigentlich wieder zurück in die Formel 1? Ja. Spannend. Ich sage nämlich ganz klar nein. Weil, aus einem einfachen Grund, wenn jetzt sich die Welt, sage ich jetzt mal, wieder beruhigt hat und das ganze Zeug einmal vorbei ist, kann ich mir gut vorstellen, dass viele Formel 1-Teams und allgemein auch Länder nicht mehr etwas mit Russland oder Russen zu tun möchten haben. Also die werden es extrem schwer haben, wieder sich überall können zu integrieren. Und ich glaube, Mazepin wird nicht mehr in der Formel 1 fahren. Ja, das ist halt schwierig zu sagen, oder? Weil da spielt es extrem Hand in Hand mit der Politik. Ich glaube an das Gute an dieser Welt. Ich glaube, dass wir werden können vergeben, was passiert ist. Ich glaube auch, oder hoffe auch, dass es wirklich nicht mehr allzu lange geht und man relativ klimadiplomatische Lösungen findet. Und wegen dem habe ich das Gefühl, dass gerade, ich sage Privatfirmen, die vom Staat sanktioniert sind, eher weniger, aber Privatfirmen kann ich mir gleich noch vorstellen, dass die trotzdem wieder werden können Sponsoring etc. machen. Ich muss das so sagen, vielleicht nicht gerade in den nächsten paar Jahren, vielleicht nicht in den nächsten 2-3 Jahren, aber wenn es in 4 Jahren runtergekühlt hat, er sich vielleicht in einem anderen Rennsport noch könnte integrieren. Weißt du was? Nein, der kommt nicht mehr zurück. Eben. Jetzt, ich habe selber gerade gemerkt, wo du so alles aufgezählt hast, es macht doch nicht so viel Sinn. He? Ja, weil vom Talent her reicht es eh nicht und Finanzierungen werden eh auch nicht mehr kommen. Ja, ich stimme dazu. Ja. Eben. Gut, aber dann kommen wir eben zur Frage, wer ersetzt jetzt den Nikita Mazepin bei Haas? Und ja, wenn man diesen Gerüchten ein bisschen reinlässt, wo man momentan sieht und hört, sage ich jetzt einmal, sollte ja das mal an erster Stelle der Fittipaldi sein, wo ja jetzt oder schon seit 2 Jahren, glaube ich, Ersatzfahrer ist bei Haas. Oder ein Jahr, 2 Jahre? Ja, 2 Jahre, 20 ist er gefahren. Ersatz und seit 3 Jahren Development Driver. Okay. Das bin ich nicht also ist er auch schon ein bisschen länger bei Haas dabei. Wäre natürlich gut, er kennt das Team dementsprechend, weiss, wie es abläuft, alles drum und dran. Wäre natürlich nicht schlecht, ist er auch schon ein Grand Prix gefahren für Haas nach dem Grosjean-Unfall in Bahrain 2020. Dann liest man auch noch Antonio Giovinazzi, der Italian Jesus eventuell. Der Hülkenberg ist auch immer ein Name, das ist so mittlerweile, glaube ich, mehr so ein Running Gag. Der Name kommt immer, wenn irgendwo wieder ein bisschen das Cockpit könnte frei werden. Und nachher haben wir noch den Oscar Piastri, der eventuell auch noch eine Möglichkeit hätte für das Cockpit bei Haas. Es ist schon ziemlich klar, dass wahrscheinlich der Fittipaldi könnte kommen. Ich würde jetzt aber eher sagen, oder ich wünschte mir, der Hülkenberg, muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde es geil finden, wenn Haas würde sagen, okay, wir gehen jetzt mal auf einen, der ein bisschen Erfahrung hat. Weil Fittipaldi wäre halt auch wieder einer, der gar keine Erfahrung hat eigentlich in der Formel 1. Und ich glaube, für Haas, für ihr Level, das sie jetzt fahren und halt da, wo sie vorhaben mit aufbauen, wäre es halt schon nicht schlecht, hätten sie einen Fahrer, der relativ viel Erfahrung hätte. Also Giovinazzi würde in meinen Augen auch schon noch eine gute Option sein, weil er doch, weiss jetzt, 60, 70 Grand Prix glaub, schon gefahren ist. Also er ist ja auch schon etwas gefahren. Er hat dementsprechend ja schon auch Ahnung, wie das Ganze abläuft. Piastri würde ich eher ausschliessen, wegen Alpine halt, weil ich glaube, Alpine wird schon für sich behalten und ich glaube, der lässt es nicht so schnell springen zu einem anderen Team. Fittipaldi oder Giovinazzi, Hülkenberg, so einer von diesen drei. Ich wünschte aber, wie gesagt, dass Hülkenberg würde ich für die Erfahrung. Ich glaube, das wäre für das Team sehr gut mit 2 jungen Fahrern. Aber ich denke, also mein Gefühl sagt,
eben Fittipaldi. Aber wenn es nicht Fittipaldi sollte werden, dann Giovinazzi wegen Ferrari und Haas halt, wo ja eigentlich, Haas ist ja mittlerweile eigentlich, muss ich wirklich sagen, Ferrari B-Team, kann man so etwas sagen. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Ferrari Haas ein paar Millionen Dollar irgendwo klein drückt und dann nachher haben sie Giovinazzi drin. Wäre eine Möglichkeit. Ja, was glaubst du? Ja, also ich stimme dir sehr, sehr vielen Punkten zu. Also ich glaube generell, was das Team definitiv braucht momentan, ist Erfahrung. Ein Piastri, bei dem ist es halt so, der ist wirklich einfach, das ist wieder mal so einer, wo man darüber diskutieren kann, das könnte wieder so ein riesen Talent sein, wo einfach schade ist, wenn man den nicht fahren lässt. Was halt auch das Problem ist bei ihm, ist, dass er die Formel 2 Meisterschaft gewonnen hat. Das heisst, er kann nicht wirklich anständig irgendwo fahren. Also für ihn seine Entwicklung wäre das richtig, richtig genial, wenn er jetzt direkt doch noch könnte fahren könnte. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Alpine, ehrlich gesagt, da sehe ich eben anders. Ich glaube, Alpine wird da ziemlich pushen und eben halt vielleicht auch einen Batzen anbieten, dass der noch einen Sitz findet. Nico Hülkenberg ist mein absoluter Top-Kandidat. Also das Hülkenberg bin ich schon seit Jahren am Predigen gefühlt, weil ich finde das absolut unfair, dass ein Fahrer von so einem Kaliber nicht fährt. Bei ihm, was ich aber noch spannend finde, ist anscheinend, man munkelt auch ein bisschen, dass Ace und Ace jetzt einen grösseren Teil als Sponsorship, also als Hauptsponsor wird auftreten. Dass es dann also das Ace und Ace Haas-Team wird heissen. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie vielleicht noch pushen, einen zweiten deutschen Fahrer zu haben. Sie haben das ja beim Schumacher schon gesagt, sie kommen nur rein, wenn sie den Schumacher haben können. Ist eine Option. Ich muss aber auch sagen, ich weiss nicht, ob der Hülkenberg überhaupt noch Interesse um ein Angebot hat. Ich glaube, wenn er zurückkommen in die Formel 1, dann muss es schon mit einem Team sein, wo er ab und zu mal die Chance hat, auf das Podium zu gehen. Weil, ich bin ehrlich mit dir, ich sehe jetzt nach dem Anfangsdrama, wo Haas wieder mal hatte das Jahr, nicht wirklich, dass Haas sehr weit vorne wird fahren. Also wegen dem sehe ich fast eher, dass es am Hülkenberg könnte scheitern. Ja, also eben, wir dürfen natürlich sich jetzt noch nicht zu weit aus dem Fenster rauslehnen, gell? Weil ich meine, wie gesagt, das sind komplett neue Autos, komplett neue Regeln. Die Testfahrten in Barcelona sind halt einfach wirklich nicht aussagekräftig. Die Testfahrten in Bahrain werden es wahrscheinlich auch nicht sein. Ich denke, vielleicht gibt es schon 2, 3 Hinweise oder sage jetzt mal so ein bisschen Richtungen, wo man dann sieht, okay, dort könnte sich etwas daraus ergeben. Aber ich würde jetzt da auch noch nicht, wie soll ich jetzt sagen, nicht gerade sagen, ja, Haas wird jetzt wieder hinten nachfahren. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Haas schon stärker wird sein als letztes Jahr, das ist definitiv konkurrenzfähiger. Und den Hülkenberg würde ich schon drin sehen. Also, und wie du auch gesagt hast, wegen 1 und 1 als Sponsor, ich meine, die haben ja auch Haas, haben die ja auch Druck gemacht, haben gesagt, schmeißen Uralkali raus. Who knows, vielleicht fahren sie in Bahrain mit einem komplett blauen Auto. Das ist gut möglich. Ja, das kann wirklich sein. Und ja, also Hülkenberg, so gesehen wäre es natürlich eine Option. Ich denke, er hätte schon auch Bock, auch wenn es ein Ding ist, auch wenn es ein schlechtes Team ist, sage ich jetzt mal, oder ein schwäches Team ist, sage ich jetzt mal, also nicht schlecht, ein schwäches Team ist, weil der Hülkenberg hat ja auch gesagt, er will immer wieder zurück in die Formel 1. Und ja, klar, er ist zwar jetzt auch noch frisch Papi geworden, Ende letztes Jahr noch. Klar, kann natürlich sein, dass jetzt seine Perspektiven sich geändert haben. Ja. Aber ich denke, wenn ihm ein Vertrag hergelegt wird, würde er, glaube ich, schon unterschreiben. Ja, also es kommt natürlich darauf an, wie gut das Performance wird sein. Ich muss schon sagen, rein einfach von dem, was man bis jetzt sieht, ich finde Giovinazzi eigentlich fast die beste Wahl. Aber es hat so ein bisschen bei jedem hat's einfach immer einen Punkt. Oder? Also beim Hülkenberg, der ist relativ lang draussen, Papi geworden, etc. Piastri, Rookie, Giovinazzi hat jetzt eigentlich einen Formel-E-Sitz, wo er, glaube ich, auch ziemlich Freude daran gehabt hätte. Was ich noch ganz kurz ansprechen, es gibt noch relativ viele, die auch über Colton Herta reden. Finde ich persönlich sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, wenn der wird kommen, dann wird er schon mit Andretti zusammenkommen. Der wird wahrscheinlich das Race-Winning-Team in IndyCar nicht verlassen. Callum Ilott dasselbe, der hat jetzt einen IndyCar-Vertrag. Ich weiss, das ist Ferrari Junior etc.
in meinen Augen, das habe ich auch schon erwähnt mal, ich weiß gar nicht, ob ich es schon in einem Stream oder so mal gesagt habe, was ich am besten fände, ist Fittipaldi 1, 2, 3 Rennen fahren. Zum schauen, erstens mal, wie performt er und andererseits auch, wie performt das Auto. Haas hat zwar gesagt, sie wollen eigentlich bis Ende nächste Woche bekannt geben, wer wird fahren. Aber ich persönlich fände das eigentlich wirklich die beste Lösung, dass sie schön gemütlich das Auto zuerst mal ein bisschen anschauen, weil das macht es dann eben auch spannender für einen Hulkenberg oder einen Colton Herta in dem Fall auch, um zu sehen, okay, mal die performen vielleicht gut, sind vielleicht top of the midfield und dann ist es etwas anderes. Aber rein, wie sich die Sterne quasi alleine, in meinen Augen, Giovinazzi hat die beste Aussicht auf den Sitz. Also ich tippe auf Giovinazzi. Okay. Ja, ich würd wahrscheinlich schon eher Giovinazzi, oder beziehungsweise schon an erster Stelle Fittipaldi und dann eher Giovinazzi. Aber ich weiß nicht, ich bin einfach nicht so extrem Fan vom Fittipaldi und weißt auch was da, wo du jetzt gerade gesagt hast, zum schauen, wie er performt und zu schauen, wie das Auto performt. Das Problem ist aber, wenn du einen hast, der seine erste Formel 1-Saison bestreitet, kannst du eigentlich auch nicht sagen, wie das Auto performt, weil der Fahrer hat ja selber auch noch nicht so die Erfahrung, um wirklich das Limit rauszuholen beim Auto. Weißt du, was ich meine? Also du müsstest eigentlich fast jemanden nehmen, der Erfahrung hat in der Formel 1, dass du könntest sagen, okay, der ist ja schon ein paar Rennen gefahren, also weiss er auch, wie man das Auto als Limit kann bringen. Ja, also was ich einfach auch beim Fittipaldi gesehen habe, ist, er hat Bahrain gefahren, er hat sehr viele Testsessions schon gemacht und er ist seit 3 Jahren Development Driver. Und auch wenn es nur Simulator ist, ich weiss, es ist nicht das Gleiche, ich würde sagen, er bringt sicher teamintern schon mal einen guten Batzen Erfahrung. Und das ist auch schon relativ viel wert. Aber ich glaube einfach nicht, dass er die Pace hat. Also ich glaube sogar ein Giovinazzi ist schneller als ein Fittipaldi. Ja, also das glaube ich schon. Der Giovinazzi ist wirklich eigentlich ein guter Fahrer, muss man sagen. Also seine zweite Saison jetzt bei Alpine, bei Haas, ich meine bei Alfa Romeo, die ist ja wirklich eigentlich gut gewesen. Also gerade zum Beispiel Holland hat er einfach Pech gehabt, dass er wieder zurückgekehrt ist. Nein, aber er ist schon, wer hat er sich qualifiziert? Top 10? Ist schon gerade P7? P9 habe ich gemeint. P9? Oder ja, nein, P9. Ich weiss, ist auch egal. Aber er ist ja dort wirklich sehr gut gewesen. Nein, ich glaube, es war weiter hinten gewesen und er hat so einen guten Start gehabt. Ich weiss es auch nicht mehr. Aber er hat ja dort den Kontakt gehabt. Aber war richtig gut gewesen, aber. Von dem her muss man wirklich sagen, er wäre ein guter Kandidat. Und ich würde es ihm mal gönnen. Er ist auch, muss ich sagen, er ist auch wirklich ein sympathischer gewesen. Ja, 100%. Er ist sehr humble halt. Das habe ich sehr gefeiert bei ihm. Definitiv. Ja, P7 geendet, ja. P7 geendet? Nein, stimmt. Gestartet? Qualifying gestartet, P7. Eben, haben doch noch richtig im Kopf gehabt. Ja, P14 runtergeht. Na gut, man muss auch immer sagen, der Alfa Romeo hat wirklich nicht so eine gute Race Pace gehabt. Qualifying haben sie im Griff gehabt, aber Race Pace war nie recht rum gewesen. Aber er hat ja dort am Start einen Kontakt gehabt, glaube ich. Und er ist ja in den Ras rausgefahren. Ja, ich genau. kann mich noch erinnern an die Szene. Aber ich weiß nicht mit wem zusammen. Aber spielt ja auch nicht so eine Rolle. Aber er wäre, in meinen Augen wäre er auch ein guter Kandidat, definitiv. Ja, 100%. Jemand, der sicher gar kein guter Kandidat ist, vor allem preislich jetzt, ist schon der Max Verstappen. Ja, also gut, dass der wechselt, ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, sage ich jetzt mal. Ja. Ich glaube, eher löst sich das Team auf, als dass sein Vertrag ausläuft, sage ich jetzt mal, oder irgendwo weggeht. Auf was ich eigentlich raus wollte, ich meine, ist ja fast selbstverständlich jetzt, Max Verstappen hat wunderschön gesagt, er will gerne noch 10, 15 Jahre länger weitermachen. 5 davon hat er jetzt schon im Sack. Ein riesen Deal. Also, das gibt es relativ selten, dass man dort grosse Vertragsverlängerungen hat. 5 Jahre, anscheinend 50 Millionen Stutz jedes Jahr. Also der verdient jetzt mehr als ein Hamilton. Ja, das ist ein grosser Batzen. Ja, das ist brutal. Vor allem, was ich eben krass finde, ist über eine andere Ära rein. Also gerade 2025, 2026, so dort wird es ja neue Motoren geben. Und es ist ja noch fraglich, was dann ist. Also, wie das Auto dann wird performen. Und er ist ja bis Ende 2028 ist er ja bei Red Bull jetzt mal verpflichtet oder hat er unterschrieben. Und eben wie gesagt, also
Ich meine, der Christian Horner hat schon mehrmals in der Netflix-Serie angetönt, ja, wenn Red Bull nicht mehr gut performt, dann nachher, ist die Frage, ob sie überhaupt noch in diesem Sport möchten mitfahren möchten. Darum eben also die Anspielung auf, eher wird sich wahrscheinlich das Team auflösen, als er noch dort wird fahren. Ja, also krasser Deal. Aber auch, muss man sagen, halt ein Deal, wo klar war, dass er wird kommen. Vielleicht nicht gerade in dem Ausmaß von der Laufzeit her. Vom Cash her verständlich, sage ich jetzt einmal. Ja, aber eben, ich meine, der Max fühlt sich ja sehr wohl bei Red Bull, hat sie ja auch gesagt, und Red Bull fühlt sich auch sehr wohl mit dem Max. Also, ja, ich meine, wenn beides passt, ja, wieso macht man denn nicht so einen Deal? Und ich meine, die gratis Red Bull, die er auch noch bekommt, würde ich auch ja sagen. Weißt du, was ich meine? Für 50 Millionen würde ich auch unterschreiben. Das muss der Grund sein. Die gratis Red Bull. Ja, das ist der Hauptgrund. Ja, wahrscheinlich schon. Nein, aber ja, ich meine, schöner Lohn. Ich mag es im Gunnen. Ich hoffe einfach, dass das Auto auch gut performt und dass er da auch wirklich noch Spass daran hat und nicht, dass er irgendwie die Entscheidung in ein paar Jahren bereut, weil ja, nachher aus so einem Vertrag rauskommen ist wahrscheinlich schon recht schwer. Ich glaube, seine Austrittsklausel wird nicht gerade günstig sein. Ja, vor allem wird es nicht mehr die gleiche sein. Also vor 2 Jahren hat er mal eine Austrittsklausel gehabt, wenn sie nicht mindestens Dritte sind, kann er rausgehen. Das ist natürlich auch an seiner Performance gelegen. Ja, ich weiß auch nicht. Für mich also für mich hat es so ein bisschen einen Nebengeschmack. Und zwar einfach so ein bisschen, weißt du, hast schon gerade gesagt, es ist eine neue Ära, die jetzt kommt mit diesen, sag's mir. Neue Motoren. Ja, das kommt dann auch noch. Das kommt dann auch noch dazu, ja. Also ich meine, ab 2026 kommen ja die neuen Motoren. Neue Motoren. Genau, wo ja... Aero-Regelungen. Genau. Gut, Aero wird, glaube ich, nicht mehr gross angepasst, habe ich gemerkt, bis dahin. Oder Update haben. Also ab jetzt ist ja wirklich eigentlich das grosse Update, ist schon 26 sind ja wirklich Motoren. Aber jetzt ist schon klar, 22 halt ist wirklich Chassis Aero, wo komplett neu ist. Ja, du weißt ja nicht, wo Red Bull endet, Ende von der Saison. Genau. Das weiss niemand. Eben, es kann blöd sein, es kann ein Haas-Erste sein. Oder? Also, ja, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, aber ja, es ist alles möglich in diesem Sport. Für mich einfach, oder ich lese nicht aus dem einfach raus, Max hat sein Ziel erreicht. Er ist jetzt Weltmeister. Und er sagt es ja auch immer ein bisschen so, er schaut jetzt noch, was passiert. Oder? Für ihn, oder für mich tönt das wirklich so ein bisschen nach dem Motto so, hey, ich habe jetzt meinen Scheiß gemacht, ich bin jetzt nur noch da zum Genießen. Und ich muss schon sagen, das gefällt mir eigentlich. Er hat zwar aber auch angedeutet, dass er schon eigentlich noch ein bisschen mehr. Oder ist es ich weiß nicht, ob es Red Bull oder Max selber war, der gesagt hat, das Ziel ist jetzt natürlich, dass wir das Eis noch die nächsten 4-5 Jahre drauf behalten kann. Finde ich einen guten Satz, aber nicht. Für mich so einen Deal zu machen, sagt für mich etwas anderes aus. Und zwar einfach, ich kann mich gar nicht mehr sehen, in einem anderen Team fahren. Ich genieße es jetzt einfach noch ein bisschen. Aber schlechter wird er nicht sein, wegen eben. Ja, also es ist spannend, wie jetzt seine Performance wird sein, weil eben, er hat ja immer auch gesagt, also auch gerade, glaube ich, es war sogar an der FA-Gala, wo er eine Trophäe überreicht bekommen hat. Sein Ziel war eigentlich immer, einfach mindestens einen Weltmeistertitel zu holen. Das hat er jetzt geschafft. Es nimmt mich zu Wunder, wie er an die Sache hergeht. Ich denke, er wird schon ein bisschen mehr lockerer wahrscheinlich an die Sache hergehen. Also klar, man kann auch sagen, jetzt hat er noch mehr Ehrgeiz und will noch mal einen holen, weißt? Ist auch gut. Und ich denke, das wird schon auch das sein, was wir werden dieses Jahr hören, dass er ein paar Mal oder sicher noch 1-2 Mal Weltmeister möchte werden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er jetzt ein bisschen gelassener an die Sache hergeht, weil das ist ja auch wie beim ersten Sieg in der Formel 1, hat ja immer der Niki Lauda gesagt, sobald du es erst mal gewünscht, fällt dir der Druck von den Schultern. Und genau das Gleiche ist auch beim Weltmeistertitel. Sobald du den ersten WM-Titel geholt hast, fällt dir eine riesige Last von den Schultern. Weil du hast schon einen geholt, du musst dich nicht mehr beweisen, du hast es geschafft. Ja, das glaube ich. Und ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt ein bisschen locker an die Sache hergeht. Es nimmt mich einfach Wunder, oder ich bin gespannt, wie sich das auf seinen Fahrstil so äußert, auf seine Art und Weise, wie er an die Sache hergeht. Weil jetzt ist ja letztes Jahr ist ja wirklich schon mit viel Aggressivität und Ehrgeiz alles hergegangen. Dort hat er sehr fest mit dem Lewis sein Mind gespielt. Ich habe das Gefühl, er hat den Lewis an einen Punkt gebracht, wo das eigentlich noch fast kein anderer Fahrer geschafft hat. Also wirklich in dieser Wege aufgeregt mit seinem Fahrverhalten, dass der Lewis hat auch Fehler machen. Oder? Ich glaube noch, das ist ein grosser Grund, wieso das der Max gewonnen hat, weil er so wie
psychischen Krieg mit dem Hamilton noch im Hintergrund eigentlich gestartet hat. Einfach Mhm. durch die Aggressivität, die er immer hatte. Und eigentlich ist schon immer der Lewis, wo ja so, was so das Mental oder so das psychische Die Spiel und so Spiele, ist, ja, eigentlich ja. immer brutal stark ist. Das ist Also ich es meine, auch, ja. gerade so Hülkenberg, der Rosberg, der hat er auch zu Weißglut gebracht, teilweise. Ja, Der ja. Lewis. Also, Wegen dem bin ich auch überzeugt, egal was, egal ob jetzt der Max überhaupt noch einmal ein Championship gewinnt, ich finde, er ist rein fahrentechnisch oder beziehungsweise generell, wie er in die Geschichte eingeht, schon auf dem genau gleichen Level wie ein Lewis. Ob er jetzt 7-mal Weltmeister wird oder nicht, ich finde, was der jetzt geleistet hat, dass er es geschafft hat, der Lumilton, wer ist der Lumilton? Der Lewis Hamilton zum ersten Mal zu trumpfen, das finde ich doch, hat ja man gut, jetzt zum eigentlich ersten in Mal Geschichte stimmt nicht. nicht gesehen. Der Rosberg hat es ja auch geschafft. Ja, aber nach so einer dominanten Strecke, so muss ich sagen. Nach so einer dominanten Strecke ist er der Erste, der es geschafft hat, ihn eigentlich vom Podest abzuholen. Und das auch nur sehr knapp. Ja, aber ja, das schon. Aber man muss natürlich auch sagen, Hamilton hat es ja blöd gesagt auch ein bisschen einfach gehabt. Ich meine, Bottas, dem seine Rolle ab 2017 ist klar gewesen bei Mercedes Ja. als Wingman. Und Ferrari ist halt einfach, ja, sie sind schon konkurrenzfähig gewesen. Aber ja, ich meine, wann ist es 2018, 19 mit den Motoren, ist ja auch ein bisschen ein Skandal gewesen. 19 ist es gewesen. 19 auf 20. Ich meine, 19 ist Ferrari wirklich stärker gewesen als Mercedes. Und nachher ist Ah, einfach ja. das plötzlich gekommen mit den Motoren. Und dann sind sie einfach in Austin sind sie dort so abgesackt. Ja, abgelassen ist einfach gemerkt, irgendetwas stimmt nicht mehr. Ja, und nachher hat ja eigentlich der Lewis auch keine Konkurrenz mehr gehabt, weißt du, was ich meine? Und ich weiß gar nicht 2017, wie eng das dort der Championship war, aber ich glaube es auch nicht so wahnsinnig eng. Wobei 2017 hat auch Mercedes ein sehr starkes Auto hergesetzt. Bis Hockenheim war es eng gewesen. Stimmt, und dann ist der Vettel in die Band Ja. reingefahren. Der hatte ja sein mentales Tief ein bisschen gehabt und ist ja schlecht gefahren. Oh ja. Stimmt. 18 weiss ich jetzt auch gerade nicht auswendig, wie eng das dort war. 18 ist dominant gewesen. 18 war nur noch Mercedes gewesen. 18, ja. 19 war Mercedes gewesen, wobei Also nein, 19 war eben Ferrari nochmal stark Genau. gewesen, aber 20 ist Mercedes, also das Nonplusultra gewesen. Die sind so OP gewesen die ganze Zeit. 20 ist Also ohne Diskussion. es ist schon so, dass der Verstappen hat schon gezeigt, eben, man kann Mercedes schlagen, auch wenn einerseits auf der Strecke mit viel Politik. Aber umgekehrt ist es nicht anders. Ich muss auch sagen, also ich werde jetzt nicht sagen, dass Red Bull viel mit Dings, mit der FIA gespielt hat. Ich meine, andersrum ist es ja auch gewesen. Wobei, ich glaube, Red Bull ist schon eigentlich mehr so zu der FIA gesäckelt. Also, was die glaube ich, zweimal Ride of Review gehabt. Ganz Flexi-Wing hinten und weiss ich was. Das finde ich, kann man gar nicht einmal anständig diskutieren, weil das ist so ein hure Kindergarten hin und her gewesen. Also das sind in meinen Augen beide Teams. Ja, also es sind sicher beide Teams gewesen. Also es ist nicht nur ein Team, aber respektive Racing Point ist aber noch, die schießen auch immer aus allen Zylindern, sobald sie machen. Also, ja, das ist, ich finde es schon okay. Ich finde, das gehört einfach zu dem Sport halt dazu, oder dass du halt auch noch so kannst das Ganze beeinflussen. Ja, aber wenn es dann eben überhand nimmt, ist es dann auch nicht mehr geil. Ja, absolut. Aber man kann schon sagen, ich meine, das Ganze hintendurch ist halt schon auch eine hure spannende Sache und ja, zum Glück gibt es ja etwas, das das sehr gut dokumentiert. Drive to Survive. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, es ist ein neuer Trailer rausgekommen. Wir haben uns jetzt gerade vor dem Podcast nochmal reingezogen und ja, es sieht wieder spicy aus, muss man wirklich sagen. Es sieht wirklich wieder spicy aus. Also sehr, sehr viel Rennszenen sind gezeigt worden, einfach vom Grid. Nicht so, man tut die anderen Trailers, also wenn ich es so richtig im Kopf habe, man hat schon ein bisschen mehr so gerade so im Trailer gesehen. Wobei man muss sagen, es ist kein Trailer, es ist ein Teaser, muss man sagen. Stimmt, das ist ein Teaser, ja. Also viel auf der Strecke ist gezeigt worden. Wir haben schon eben vor dem Podcast haben wir schon angeschaut noch einmal. Und dort hast du ja schon gesagt, eben, es wird wahrscheinlich schon ein bisschen mehr der Fokus sein auf Red Bull versus Mercedes. Ja, ich habe schnell durchgeskippt und das Standbild, das wir hatten, war entweder Mercedes oder Red Bull. Ja, also was man einfach noch merkt, welche Fahrer wieder so im Fokus sind, ist halt Daniel Ricciardo. Das ist halt seit 2018 ist der halt immer so ein bisschen im Fokus bei dieser Serie. Dann nachher, haben wir noch gesagt, der Mazepin.
Mazepin noch, genau. Mazepin ist sehr fest im Fokus. Ja, dort sind auch ein paar Szenen gekommen. Der Günther natürlich immer. Sowieso. Und der Horner. Christian Horner ist auch immer voll dabei. Wir müssen jetzt gerade lachen wegen dem Enough is enough. Enough. Und ja, eben Hamilton haben wir auch gesagt, hat recht viel Onscreen gehabt, ist schon im Teaser. Nimmt mich wunder, wie oft dass er in der Serie vorkommt. Was mich einfach richtig wundernimmt, ist halt eben, wie sie den Verstappen überbringen, weil der hat sich ja gar nie groß mit Netflix unterhalten, weil er ja gesagt hat, das sei ja voll der Müll und das, was die erzählen, stimmt hinten und vorne nicht. Also auch wenn du den Trailer schaust, ich glaube, es irgendwie so nach 15 oder 16 Sekunden, wo ja das erste Auto durchfährt, ist einfach komplett ein anderer Motorsound. Also sie schon wieder ein bisschen umspielen am Autotune, dass es ein bisschen besser tönt und logisch, ein bisschen dramatischer. Also aber ich kann dir glaube schon ziemlich genau sagen, wie sie den werden überbringen. Wer ist die grösste Klatsch- und Drahtstand unter den Team Principals? Christian Horner. Ja. Die werden für den gesamten Schnorrverlauf, der eigentlich im Max hätte sollen hören und dienen, werden die einfach das Wort vom Horner nehmen. Weil der wird wahrscheinlich schon und ratschen über seinen Liebling und über seinen Schützling. Der wird nicht können aufhören darüber. Wahrscheinlich schon. Es wird auf das rauslaufen. Ist gut möglich. Ja. Ist ein guter Einwand. Ich glaube, es kann wirklich so sein. Ja, aber ich bin auch gespannt, was vom Toto wieder kommt. Toto ist nämlich auch ein paar Mal eingeblendet worden. Ja. Also wie er sein Headset auf den Tisch smasht. Ja. Und da, wo er irgendwie auf einem Reifen am Turnen ist. Ja, genau. Also auf das ist wirklich, auf das freue ich mich bei DTS eigentlich immer am meisten. So, was der Christian und der Toto so im Hintergrund alles noch für Kämpfe hatten. Ich finde einfach, ihre Rivalität ist in meinen Augen genauso geil wie im Lewis und im Hamilton Sinne. Ja, Lewis und im Hamilton Sinne. Ganz genau. Lewis und dem Max Sinne, genau. So sieht's aus. Ja, also eben, die Serie kommt am 11. März raus. Auf Netflix, also am nächsten Freitag in einer Woche. Oder beziehungsweise, wir haben ja schon Freitag gehabt, wir haben jetzt Sonntag, wo wir das Ganze aufnehmen. Also in ein paar Tagen kommt sie raus. Und ich bin gespannt. Ich will sicher wieder, es sind ja meistens über 10 Folgen, ich würde mir sicher wieder alle Folgen gerade an einem Tag reinziehen. Ja, same. Ja, ich hoffe, sie wird ein bisschen besser als die letztjährige. Die letztjährige war nicht so geil, was jetzt mich dünkt. Also, gerade vor allem der Aspekt, dass dort auch der Hülkenberg zweimal eingesprungen ist in Silverstone und dann am Nürburgring. Und das einfach gar nicht gezeigt wurde, finde ich eigentlich hure schade. Aber ja, mal schauen. Ich auch, die 20er-Saison war wirklich nicht so gut gewesen. Dort war es natürlich noch schwierig wegen Corona, gell? Dort haben sie relativ limitiert zu den Teams gehen. Das Mal haben sie viel mehr Teams gehabt anscheinend. Und sie sind wirklich auch bei den richtigen Rennen, bei den richtigen Leuten gewesen. Also ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, sind sie in Ungarn bei Alpine gewesen. Sie sind, glaube ich, in Monza bei McLaren gewesen. Genau, ja. Da habe ich wirklich Hoffnungen, dass es wirklich gut kommt eigentlich. Und Drama haben sie eigentlich schon genug, dass sie nicht noch mit mehr Neues machen. Also, ja. Genau. Also ich bin wirklich gespannt. Am meisten gespannt bin ich auf so die Backstory vom Mazepin. Auf das bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was sie so ein bisschen über ihn erzählen und wie er dann so überkommt. Ich bin auch gespannt, was sie ein bisschen vom Schumacher zeigen. Ich bin auch, ja, was soll ich sagen? Also was ich mir wünschte, wäre auch, dass sie ein bisschen mal mehr über Alfa Romeo zeigen. Weil das Team ist auch ein bisschen untergegangen so in den letzten paar Jahren. Letztes Jahr ist es ein bisschen gezeigt worden, aber auch nur mehr wegen Mick, wo ja dort als Practice One-Fahrer mal angekündigt war. Ist ein Nürburgring, aber er nicht fahren konnte. Ja, genau. Ich denke, so 2019 haben sie relativ viel Screentime gehabt wegen Leclerc und denke, seither eigentlich gar nicht mehr. Ja. Also, bin schon mal gespannt. Also, ich hoffe, dass sie schon auch jetzt klar, dass das Duell Verstappen gegen Hamilton bzw. Red Bull gegen Mercedes ist natürlich schon das gewesen, was die Saison 21 geprägt hat. Aber ich hoffe, sie vergessen nicht die kleinen Teams. Und sonst müssen sie halt einfach mehr Folgen machen, wo sie halt die kleinen Teams auch ein bisschen mehr zeigen. Ja, also gerade letzte Saison kannst du locker 20 Folgen daraus machen. Also ohne Diskussion. Ja, also Diskussionen wird es auch viel darüber geben noch. Gehe ich mal stark davon aus. Also da wird wahrscheinlich wieder das Internet am Brennen sein. Ich denke auch, wir werden wahrscheinlich auch noch einen Podcast darüber machen, wo wir separat nur über das reden. So ein bisschen Folgen recappen und so. Also, gute Zeiten sind vor uns. Sowieso, ja. Also auf die Reaktionen sind wir eigentlich
wirklich gespannt. Und natürlich auch auf die Reaktionen, die ihr bei uns im Discord-Server könnt hinterlassen bei Unsafe Release Podcast im Textkanal. Joint gerne auf den Discord und schreibt dort gerne eure Fragen drin, dass wir die im Podcast können beantworten können. Und zu denen kommen wir jetzt auch. Wir haben mal 3 Fragen rausgepickt, unter anderem aus dem Discord-Server. Wir haben auch noch Fragen über TikTok bekommen, also beziehungsweise über meinen TikTok-Channel. Und zwar kommen wir jetzt mal zu der ersten Frage. Und zwar hat der Mikey 3018 geschrieben auf TikTok. Er möchte gerne wissen, wie Teams mit dem Purposing umgehen und ob es da schon Lösungen gibt. Ja, da würde ich mal sagen, der Gabo weiss so ein bisschen mehr Bescheid. Also ich habe schon ein Bild gesehen von Ferrari. Irgendwie so ein, was ist das, so ein kleines Bögeli im Unterboden. Ja. Wo scheint es, das soll ein bisschen minimieren, das Problem. Und bei Williams haben wir es ja schon gesehen, mit den Löchern in der Seitenkäste innen. Dort haben wir es ja schon gesehen. Aber ja, wie sieht es bei den anderen Teams aus? Weißt du dort schon etwas? Ja, also es ist grundsätzlich über Teams selber, was die für Lösungen haben, gibt es noch nicht extrem viel. Also ich denke, was sicher wichtig ist, was man beim Purposing muss verstehen. Also einerseits muss man mal verstehen, wie kommt überhaupt die Downforce. Oder wir haben ja eigentlich die neuen Tunnel, die dürfen gross sein, kleiner werden und wieder grösser werden beispielsweise. Oder du kannst verschiedene Formen brauchen. Und das heisst, wenn die Autos am Fahren sind, kommt viel Luft vorne rein und muss nachher durch einen ganz dünnen Kanal durch. Aber hat natürlich immer noch, oder der Kanal ist zwar aber es ist immer noch gleich viel Luft. Und das gibt nachher Tiefdruck. Mit dem tiefen Druck wird das Auto eigentlich am Boden abgesogen. Hilf mir schnell. Ich habe es schon wieder verhängt. Wie sagt man dem Konzept? Dem Aero-Konzept? Also da, wo sie es mit dem Unterboden haben? Ja. Der Name kommt mir auch nie in den Sinn. Also grundsätzlich, wir haben es das letzte Mal schon, oder im letzten Podcast haben wir schon ein bisschen angesprochen, wie das genau funktioniert. Also die Luft strömt ja unten durch am Auto und der Unterboden ist ja so konzipiert. Wie? Es wird beschleunigt und es gibt einen Tiefdruck. Also was ich eigentlich raus will, ist, das Konzept ist ja nicht das erste Mal, was es gibt. Sorry, dass ich unterbreche. Das hat es schon früher gegeben. Und früher hat man das mit sogenannten Side Skirts gemacht. Das heisst, das sind, ich weiß nicht mal, was genau für Material das war, aber das sind bewegliche Seitenwände eigentlich, die am Boden nachher geschleift sind. Das darf man nicht machen. Mit den Regularien, die wir eigentlich da so haben, darf man nicht irgendwelche Dinge. Also logisch, ich meine, bei diesen Speeds, die heutzutage hast, kannst du auch nicht einen beweglichen Teil, der am Boden nachher schleift, haben. Und für das gibt es eben eine Lösung, die McLaren bis jetzt am besten gemacht hat. Und zwar sogenannte Vortex. Ein Vortex ist, grob gesagt, stell dir einfach vor, du hast eine Platte mit einer Spitze am Ende. Und wenn Luft durchfließt, dann generiert der Spitz eigentlich in Spirale, wie ein kleiner Tornado. Das ist ein Vortex. Und mit diesen Vortex schafft man es, einen sogenannten virtuellen Skirt eigentlich zu machen. Das heisst, die Luft, die generiert eine Wand. Heisst schlussendlich auch, dass die Luft, die unter dem Auto ist, nicht mehr kann irgendwo verschwinden, wo es nicht sollte, sondern es bleibt eigentlich unter dem Auto. Und das ist eben auch ein Grund, wieso das Purposing überhaupt passiert. Dass es undicht ist und dass die Luft irgendwo durch verschwindet. Es ist natürlich immer schwierig zu sagen, welche Teams aus welchen Gründen genau Fehler haben mit diesem Wort, mit dem Purposing selber. Wegen dem hat auch jedes Team andere Lösungen. McLaren ist einfach ganz klar, haben das mit einem Vortex am besten gemacht und haben wegen dem auch am wenigsten Purposing-Problem gehabt. Ferrari wiederum haben einen Ausschnitt hinten am Auto müssen machen, am Heckkommandant, dort wo das Getriebe ist, und haben eine zungenartige Dings da. Das heisst wahrscheinlich, dass sie auch also zungenartige Klappen eigentlich, also nicht Klappen, einfach ein Teil. Und ich denke mal auch, dass es einfach nochmal einen Vortex generiert und vielleicht haben sie einfach das hinter schlechten Vortex gehabt. Williams arbeitet eben mit dem Loch dort in der Mitte. Das hat aber auch mehr mit dem Centerline Cooling zu tun, das sie haben. Das ist ein Team, das als einzige hat, aber das ist jetzt egal. Grundsätzlich das Wichtigste, dass man das Problem eliminieren kann eigentlich. Es geht darum, dass man eine gute Balance zwischen der Fahrhöhe hat und der Suspension eigentlich, oder? Also wie stark, wie steif das Suspension ist und wie stark das Downforce ist. Also grob gesagt, man kann auch einfach die Tunnel ungefähr grösser machen oder das Auto ein bisschen höher machen.
Suspension ein bisschen steifer einstellen und dann ist das Problem auch gelöst. Aber man gibt natürlich auch immer Downforce auf. Also ihr seht, das ist ein schwieriges Spiel. Was genau für Innovationen sonst noch vielleicht das können lösen, werden wir erst im Bahrain eigentlich sehen. Aber was wir schon mal wieder vorab gesehen ist, dass auch, wie schon bei den Designs, alle Teams irgendwie eine andere Idee haben oder eine andere Richtung einschlagen. Und das ist eben hure geil in der Saison. Ja, also für alle es- Technik-Nerds, ein Traum. Ja, und vor allem eben, wie sich das jetzt wird entwickeln, ob jetzt, also eben im Bahrain am ersten Grand Prix werden wir sehen, was im Qualifying oder auch dann im Rennen, wer hat eine gute Rampace, wer hat einfach eine gute One-Lap-Auto gemacht. Also es wird so spannend werden und es wird so spannend werden, wie sich im Verlauf der Saison die Autos weiterentwickeln. Ich meine, schlussendlich gehen alle Teams dann wahrscheinlich so plus minus in eine Richtung, dann, also in die gleiche Richtung, nehme ich jetzt einmal an. Wenn sie sehen, so, okay, das Konzept von dem Team funktioniert besser als unseres. Ich meine, gerade Aston zum Beispiel und auch McLaren haben ja das Auto so gebaut, dass sie können umbauen, wenn sie merken, okay, es funktioniert doch nicht so, wie wir es möchten. Also, es wird richtig spannend werden, die Saison. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Gut, denke ich mal, die erste Frage mal Genau. soweit beantwortet. Also eben das Purposing, es gibt Konzept, nochmal so zusammengefasst. Es gibt Konzept, ein paar Teams haben es schon angewendet. Bei ein paar Teams wissen wir gar nicht, was kommt. Also ja, ich würde mal sagen, da müssen wir ein bisschen abwarten. Also wir werden es spätestens im Bahrain sehen, was wird kommen oder was genau so abgeht. Definitiv. Dann nehmen wir die nächste Frage vom SZB. Er hat geschrieben in den Discord-Channel rein, und zwar hat er gefragt, was unsere Meinung ist, was wir denken, ob der Leclerc im Monaco-Rennen 2022 ob er dort wieder ein DNF kassiert oder ob es wird beenden. Also eigentlich ein bisschen eine einfache Frage, sage ich jetzt mal. Grob gesagt, wir wissen es nicht. Wir sind leider keine Vorhersagen. Wir haben keine magische Glaskugel auf dem Tisch und können drin schauen, was passiert. Da, ich glaube, Monaco spielt immer recht viele Sachen mit, dass man das Rennen beenden kann oder nicht. Ich glaube, wenn wir jetzt ein bisschen eine Anspielung machen auf 21, hat er einfach Pech gehabt oder schlecht angeschaut von Ferrari, sage ich jetzt mal. Ja. Schlechte Mechaniker. Ja. Ja, es ist schwierig zu sagen. Also ich gehe mal davon aus, er wird es wahrscheinlich schon können beenden dieses Jahr, aber ja, man kann natürlich auch da wieder eben, man kann da nicht beide Hände ins Feuer legen, dass es wirklich so wird passieren. Ja, absolut, absolut. Oder am Ende des Tages, ich meine, Leclerc ist klar, Monaco hat er im Griff, der fährt schnell und er ist safe ein Kandidat, wo man für einen Race-Win in Monaco kann mit einrechnen. Ich weiss halt nicht, wie fest superstitious er ist, ob für ihn jetzt eine komplette Wolke über Monaco hängt, weil er einfach seit 2-3 Jahren nur Pech hat dort. Das kann natürlich sicher auch noch ein bisschen auf die Psyche spielen, aber ganz ehrlich, die Jungs, die sind so professionell, die meisten können das auch wirklich ziemlich ausschalten, solche Gedanken. Also ich glaube noch nicht, dass er sich da irgendwie psychisch wird beeinflussen. Was genau passiert, sehen wir erst, wenn wir an dem Rennwochenende sind und die Flagge zum ersten Mal oder die 5 Lichter zum ersten Mal ausgehen. Dann wissen wir es. Ja, und eben jetzt schon eine Prediction machen, wie das wird kommen, ist einfach zu früh, weil wir wissen auch nicht, wie die Autos performen. Schlussendlich. Genau. Dann haben wir noch eine weitere Frage über Discord rein, vom Monotracks. Und zwar, er fragt wegen der Räder in der Saison 2021, weil die sind ja von 13 Zoll auf 18 Zoll angewachsen, ob sie leistungsfähiger sind oder nicht. Und ja, da gibt es eigentlich eine gute Aussage vom Vettel, wo ich glaube auch schon mal, ja, da habe ich sogar schon ein TikTok darüber gemacht, also die, wo überall ein bisschen dabei sind, die wissen Bescheid, was jetzt kommt. Und zwar hat sich der Vettel mal geäussert, wie das Auto sich verhält auf der Strecke, vor allem eben mit den 18 Zoll Reifen. Und er hat gemeint, dass das Fenster, wo man die optimale Temperatur hat, also wo eigentlich der Reifen den optimalen Grip kann abprüfen oder hat, sei grösser als bei den 13-Zöllner dazumal. Aber wenn man in eine Kurve einlenkt, ist der Peak, wo man immer noch einen guten Grip hat und dort, wo der Grip nachlässt, ob man davon untersteuern oder übersteuern, der trifft schneller ein. Also heisst,
Man kann schneller mal Grip verlieren in einer Kurve innen als vorher. Klar ist es natürlich noch abhängig von Setup, alles drum und dran. Und natürlich auch, wie schnell das Kurve angefahren wird. Der Vettel hat auch gemeint, dass die 2022er Autos so von seinem Empfinden her etwa oder fast gleich schnell sind wie die 21er Autos, auch auf der Geraden und auch extrem schnell sind in den schnellen Kurven. Aber in der langsamen Kurve, das haben auch viele gesagt, in Barcelona ist das Auto echt tricky zum Fahren, weil es halt einfach wirklich keinen Abtrieb mehr generiert, weil einfach zu wenig Luft unten durchgezogen wird und überdurch fast keine Luft mehr drüber kommt, blöd gesagt. Es ist schon echt schwierig zum Fahren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die 22 Zoll, 18 Zoll meine ich, hier und da wahrscheinlich schon mal ein bisschen Probleme werden machen bei Bahnrennen und vor allem auch bei kalten Temperaturen. Ich denke, in warmen Gebieten, also jetzt in Bahrain, werden es eher weniger Lampen machen, kann ich mir gut vorstellen, weil sie sind ja auch grösser und auch die Kühlung von diesen Reifen ist natürlich jetzt eigentlich auch besser, plus auch die Reifenmischung ist auch wieder besser geworden, laut Pirelli, oder es hat besser sein als bei den vorherigen Reifen. Aber gerade so in den kalten Regionen, oder wo es ein bisschen kühler ist und nicht so die, sage jetzt mal, 30 Grad im Schattentemperaturen erreicht, könnte es echt kritisch werden mit diesen Reifen, hier und da mal. Und vor allem im Nassen. Das könnte auch spannend sein. Dann. Also das erste Regenrennen bin ich ja echt gespannt. Ja, das ist natürlich schon immer schwierig zu sagen, gell? Wie das dann genau abläuft mit den neuen Reifen. Man hört halt schon ein bisschen alles. Also ich habe auch schon gehört, dass sie rein für Probleme weniger anfällig werden sein. Weil du hast halt auch weniger, ja, wie sagt man, Wear and Tear. Also, weißt du, der Reifen wird relativ weniger gezupft, weil er nicht mehr so gross ist. Oder er hat weniger Bewegung eigentlich. Also, anscheinend werden sie stabiler in dem Sinn. Ja, also du meinst, geht. du meinst wahrscheinlich, dass es gibt ja oft so die Slow-Mo-Bilder hat es gegeben, wo der Reifen so hin und her so geschwabbelt hat auf den Felgen oben. Ganz genau. Und jetzt, weil ja der Querschnitt vom Rad viel dünner ist und nicht mehr so dick ist, dann kann das natürlich nicht mehr so in dem Ausmaß passieren. Das ist ja so, ja. Es wird sicher weniger strapaziert, oder? Genau. Und ich habe auch gehört, dass es jetzt eben relativ präziser auch wird mit den Strategien. Also ein C4 und ein C5 Mischung kann man anscheinend besser unterscheiden, respektive ist mehr gravierend in dem Sinn der Unterschied. Und anscheinend mögen sie eben auch länger anheben. Das macht es dann nachher auch nochmal spannender. Das heisst, es sollte definitiv auch weniger bis hoffentlich gar keine Tire-Failures mehr kommen, wie es zum Beispiel in Aserbaidschan der Fall war, wo es kein Puncture war, sondern der Tire selber eigentlich den Fehler hatte. Und das ist eigentlich auch meine Haupthoffnung. Wenn man schon neue Sachen bringt in die Formel 1 mit diesen Speeds, wollte ich, dass es auch etwas ist, was das Fahren sicherer macht. Und das verspricht es eigentlich schon ziemlich, nur schon von der Konstellation, wie der Reifen halt aufgebaut ist. Genau. Okay, also sehe ich jetzt aber zum Beispiel komplett anders. Also klar, ich meine, der Sicherheitsaspekt muss immer hoch sein und das ist auch gut. Ich meine, dort wie der Verstappen abgeflogen ist, gerade auf der Main Straight und einfach plötzlich eine Platte bekommt, auch der Stroll vor ihm noch. Ein paar Runden vorher. Ist natürlich nicht so angenehm. Möchte ich auch nicht gerne in so einem Auto hocken, wo es einfach den Reifen zerjagt hinten. Aber was ich halt einfach schade finde, aber da muss ich halt auch ein bisschen sagen, bin ich halt noch ein Brandskind von früher halt. Früher ist halt was so technische Ausfälle oder eben so allgemein so Fehler oder halt einfach ja, Materialversagen und so ist halt früher doch eher mal da gewesen. Heute ist halt alles so zuverlässig, dass es eher weniger passiert. Finde ich schade. Also auch gerade jetzt, dass du hast jetzt gesagt, dass mit der Reifen länger fahren. Finde ich eigentlich auch schade. Es wäre geil, wenn die Reifen eigentlich so schnell durchgehen, dass man eigentlich so 2 Stopp müsste immer machen. Ja, das stimmt. Wäre halt einfach rein strategietechnisch plus halt für die Spannung fürs Rennen wäre es halt viel besser in meinen Augen. Aber eben, man muss auch wieder abwarten und schauen, was kommt. Eben, es ist halt einfach alles so neu. Es ist schwierig jetzt schon zu sagen, wie es könnte sein. Das sind natürlich alles nur Spekulationen von diesen Ingenieuren, von den Teams. Und auch die können sich verschätzen oder auch die können falsch liegen. Also ich meine, gerade Mercedes-Ingenieure könnten ein Lied über das singen. Sprich 2-mal Bottas, beziehungsweise Bottas in Katar und eines noch in England 20, mit Hamilton auch 20 in England. Also eben, da müssen wir einfach auch wieder abwarten. Aber, eben, wie schon gesagt, also wenn wir nochmal zurückkommen auf die Frage,
so das optimale Fenster ist eigentlich grösser als bei den 13-Zöllner. Aber der Peak, wo eben eigentlich soll den Grip abbauen oder beziehungsweise wo man den Grip verliert, soll ein bisschen schneller passieren als bei den 13. Also eben, das sind Aussagen von Vettel. Sind wir mal gespannt, was die anderen Teams noch meinen, dann so in den ersten paar Rennen oder nach den ersten paar Rennen. Und ja, was Pirelli noch dazu sagt. Ganz genau, ganz genau. Ja gut, dann würde ich mal sagen, wäre es mit dem Podcast, mit dem zweiten Podcast von Unsafe Release. Wir bedanken uns mal recht herzlich, dass ihr den ganzen Podcast angelassen habt oder dass ihr bis dahin mal zugelassen habt. Ist jetzt mal ein bisschen länger geworden. Der erste war ja nur 25 Minuten. Jetzt, wenn ich auf die Uhr schaue, sind wir da schon weit über 50 Minuten. Ich hoffe, euch hat auch der Podcast gefallen und wir sehen uns oder wir hören uns wieder beim nächsten. Und denkt eben daran, joint gerne in Discord-Server rein. Könnt ihr gerne dort eure Frage beim Textkanal Unsafe Release Podcast reinschreiben. Und dann könnt ihr auch in diesem Podcast vor mit eurer Frage. Und wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt uns gerne auch auf Instagram oder sonst irgendwo auf TikTok, wie auch immer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns oder hören wir uns wieder beim nächsten Podcast.